Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir sind immer noch an unserem Wichteltür-Journal. Das letzte Mal haben wir da so ein herziges Geschenkchen da vorne reingebastelt. Und jetzt möchten wir aber gerne die Türen noch ein bisschen weihnachtlich schmücken. Und ich habe mir da überlegt, ich möchte gerne auf jeden Fall auf dieser Seite, es geht leider nicht ganz oben durch, irgendeinen Tannenkranz machen. Nicht einen Kranz, einfach so eine Dekoration mit so einem Tannenäschchen, wo dann irgendwelche Sachen dran hängen. Und die kleinen Dekorationen, die wir dann hier möchten, dran herhängen, die werde ich aus dem lufttrocknenden Ton machen und dann hübsch anmalen. Ich habe leider keinen weißen mehr gehabt, der ist irgendwie leer gekommen, sondern nur noch so einen grauen, der trocknet dann ein bisschen heller auf, weder das. Aber eben, wie gesagt, wir tun es sowieso noch anmalen. Und ich habe ja hier so mir ein paar Skizzen gemacht, was ich so gerne möchte haben. Es soll immer flach werden, also wenn ich jetzt so eine Christbaumkugel mache, soll die flach werden, einigermaßen. Oder dann so ein Schleifenbändchen. Oder ich habe mir auch überlegt, ob ich so einen Kranz mache, den man vorne an die Tür hängen könnte. Das wäre natürlich auch noch schön. Aber da muss unbedingt etwas her, weil da ist ja das nicht so schön geworden mit dem Leim. Ich weiß nicht. Am liebsten hätte ich so eine ganz feine, kleine Girlande, oder wie sagt man dem, wo man da könnte so hermachen und dann die Sächchen dranhängen. Ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwo finde, so etwas in dieser Art. Oder ob ich die tatsächlich auch aus dem Ton machen kann. Ich habe das Gefühl, es ist dann aber ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen bei dem, dass das nicht abbricht. Vor allem, wenn das so aussen dran ist und dann, wenn man das Buch so ins Gestell tut und rein und raus und so, ja. Ja, da müssen wir dann ein bisschen ganz gut aufpassen. Ja, ich möchte sicher vielleicht das Herzchen machen, das Kugeli, vielleicht das Sternchen, Schläufchen. Den Kranz würde ich gerne probieren. Ja, das sind so ein bisschen diese Sachen. Glöckli kann man vielleicht echte Glöckli dranhängen, wenn ich noch so kleine habe. Vielleicht finde ich noch irgend so etwas. Mal schauen. Das sollten jetzt einfach so kleine Dekorationen werden. Wir probieren einfach mal etwas aus. Uiuiui, ja, der ist ja, für die Finger ein bisschen. Aber ich habe mit dem auch schon etwas gemacht. Der lässt sich recht gut formen, ohne dass es so Risse gibt. Ja, weiß nicht. Ich habe mir hier einmal noch so ein munzkleines Mini-Cuttermesser parat gemacht und hier die Aale für zum, irgendwie, wenn man irgendwas reindrücken, Rillen machen oder sonst irgendwas. Jetzt probieren wir doch mal so eine Christbaumkugel. Das ist auf jeden Fall zu gross. So, aber vielleicht muss ich mir dann gleich noch schnell das Glas Wasser holen, um da die Oberfläche ein bisschen schön zu machen. Es ist halt eben schon ein bisschen anders als einfach der normale Ton, wo man so ganz gut glatt streichen kann. Ist halt wirklich einfach lufttrocknender Ton. So. Und jetzt, ja, ich glaube, ich muss schnell so ein bisschen Wasser holen, damit man Zeugs dann besser aneinander ankleben kann. So. Gut, also dann bräuchten wir jetzt hier oben noch den Stöpsel dran. Der ist ein bisschen gross, hä? Ein normaler Cutter wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, hä? Also ein bisschen oder irgendwie ein Messerli einfach. So ein Küchenmesserli würde es auch tun.
Jetzt schauen wir mal, wie ich das mit meinen tollpatschigen Bauarbeiterklöpen hier anmachen kann. Nein, bleib da. So. Vielleicht muss man das da wirklich noch ganz gut ankleben. Ah. So, doch, kommt glaube ich gut. Ich hoffe, ihr seht auch ein kleines bisschen etwas. Es ist ja wirklich so mikroskopisch klein. So, doch, also ich glaube, das ist gut. Das sieht doch aus wie so eine winzig kleine, minimäßige Christbaumkugel. So, machen wir gerade nochmal so eine. Und jetzt so ein Lebkuchenherzchen. Das habe ich ja das letzte Mal nicht geschafft zu zeichnen. Dann probieren wir doch das jetzt einfach zu knetteln. Vielleicht klappt das ja besser. Ja, mit so ein bisschen Wasser kann man die Oberfläche wirklich super gut bearbeiten, dass das nicht so Risse gibt. So, da noch ein bisschen herzliger machen. So, ja, wieso nicht? Wieso nicht? So schön. So, ob ich jetzt so eine Schleife hier zustande bringe, das weiss ich dann also nicht. Mal schauen, wie ich das schaffe. Ich muss dann schauen, ob ich das grundieren muss mit Weiss zuerst, bevor ich es dann anmalen kann. Ich werde es mit Acrylfarbe anmalen. So, das ist ja mal gar nichts. Ja. Oder ob ich gerade drüber kann. Ich habe verschiedene Acrylfarben und die einen sind sicher mehr deckend als andere. So, ich glaube, mein Blau ist nicht so wahnsinnig ein deckendes Blau. Aber das Rote zum Beispiel, glaube ich schon. So, jetzt kommt es langsam ein bisschen besser. He? So. Und dann kleben wir das jetzt halt da drauf. Nein, das müsste ja eigentlich so. Das müsste eigentlich drumherum. Irgendwie. Ich habe doch noch nie ein Schleifchen geknettelt. So. So wäre es ja eigentlich, hä? So, aber für das ist jetzt das viel zu
Oh. Ich schaffe das, ich schaffe das. Das ganze Zeug habe ich jetzt sehr unter den Fingernägeln. Ich schaffe es nicht. Mal, ich schaffe es, schau. Ah. Ah. So, ich habe gedacht, es ist die leichteste Übung. So, aber es kommt, es kommt. Schau jetzt, und jetzt noch da die Bändel. Ah. Einmal so. Und, ach, das Gefühl, man sieht überhaupt nicht, was es ist. Oh, oh nein, ich kann doch das nicht einfach so andrücken. Oh mal, aber komm, schau, es kommt gut. Ich glaube, wenn das dann rot angemalt ist. Oh, oh wieso? So. Das ist. Oh nein, jetzt ist es aber zu schmal. Jetzt haben sie zu viel abgenommen. Jetzt war es vorhin zu fett und jetzt ist es zu schmal. Oh nein! Hilfe! Einmal so. Und einmal so. Hä? Und jetzt? Sehen wir, was es ist? Oh nein, es ist so schrecklich. Oh, vielleicht bringe ich auch noch eins her, ein bisschen schöneres. So, also das Schläufchen ist auch nicht viel besser geworden. Vielleicht mache ich dann einfach echte Schläufchen aus echten Wändeli. Mein Gott, das ist vielleicht nicht so schwierig wie das. Ja, gut, also, was könnten wir noch, was sicher einfach wäre, wäre Zuckerstangen. Das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Und das sieht doch auch immer sehr weihnachtlich aus. Da brauchen wir ja einfach nur eine Wurst. Und dann machen wir also einen Haken. So einen Regenschirmhaken. So. Und wenn man das nachher anmalt, dann sieht man dann auch, was es ist. Wahrscheinlich. Hoffentlich. So. Irgendwie passt es mir nicht. Und was da so spitzig ist. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Super. So, ich glaube, da können wir auch 3 machen. So, dann wickle ich doch das jetzt so einfach um den Pinselstiel herum. Dann sehen wir, glaube von Anfang an haben wir die richtige Form, hoffentlich. So.
Genau. Und abschneiden. Juhu. Nummer 2. Und jetzt noch Nummer 3. Jetzt probieren wir doch mal, ob wir so einen Kranz, so einen Türkranz herbringen. Das wäre cool. Oh, jetzt habe ich da gerade Luft drin. Das will ich nicht. So, jetzt mal schauen, ob wir da irgendwie können so... Oh. Oh. Tannennödeli dran machen, wollte ich sagen. Jetzt bin ich gerade mega überrascht, dass das klappt irgendwie. Also vielleicht sieht es auch aus wie eine struppige Katze oder so, ich weiß es nicht. Ha. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Jetzt schön wäre, wenn ich so ein Schläufchen dran wäre, aber ein hübsches. Aber vielleicht können wir ja dann wirklich ein rotes Bändchen dran machen. Habe ich noch ein rotes Bändchen in dieser Größe? Keine Ahnung. Jetzt müssen wir eins anmalen. Rotes Bändchen und jetzt aber noch, jetzt könnten wir noch ein paar Kugeln dran machen. Also ein paar kleine. Und dann ein echtes Bändchen und dann können wir den hier an die Tür hängen. Das wäre doch cool. So. Ui, ein bisschen viel Wasser war jetzt gerade. Das schlüpft mir alles durch die Finger. So. Das natürlich nicht, hä? Wenn ich da komme, gang da dran. Oh nein, ich habe es verdrückt. Oh. Jetzt doch ein Fingerbutten. Oder sieht das einfach so doof aus, weil ich die Kügel so flach gedrückt habe? Keine Ahnung. So. Ist das auch gut? Und dann hier ein rotes Bändchen dran. Hey, ja, du, ich probiere es einfach aus, hä? Ich probiere es doch einfach aus. Wie es nachher angemalt aussieht. Ups, Entschuldigung. Und dann... Da, sieht man etwas? Da so als Türkranz. Ja, wieso nicht? Ich habe das Gefühl, das ist herzig. So. Und genau. Tannenzapfen fühle ich mich jetzt gerade nicht so fähig. Tannenzapfen zu förmeln. Ja, irgendwie so ein Glöckchen da, weiß ich auch nicht. Nein, ich glaube, wir lassen das mal so. Vielleicht finde ich ja noch solche Schellen.
Glöckchen. Dann kann man die noch dran tun. Lebkuchenherzen, Zuckerstangen. Das ist doch prima. Und ja, eben genau, ich habe ja gesagt, ich will gerne ausprobieren. Jetzt hier mit dem Kranz sind die Tannennödel ja eigentlich recht gut rausgekommen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, da so ein Tannenästchen zu machen, das hier entlang geht. Aber ich habe fast das Gefühl, das ist ein bisschen zu filigran. Da müsste ich fast irgendein Kunst-Tannenästchen finden, wo man dort dran machen könnte. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, das bricht nachher doch schon alles ab. Oder man sieht nachher gar nicht richtig, was es ist. Irgendwie ein komischer Besen. Ja, ich bin nicht sicher, ob das wirklich aussieht wie Tannenästchen, wenn man das nachher hierher tut. Schon echt. Und dann das so dekoriert mit so diesen hübschen Sachen. Dann vielleicht schon. Bräuchten wir da unten noch eins. So. Das noch angehalten. So. Gut. Oh, wo ist jetzt das Teil da? So, also. Ich hoffe, wenn wir es dann grün anmalen, sieht es nicht aus wie eine tote Katze, die hier runterhängt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn das dann zusammen mit dem Türkranz da ist. Ich lege es jetzt einfach mal her. Da sieht man es ein bisschen vielleicht schon. Oh, mit der ganzen Weihnachtsdeko. So, dann sieht man doch sicher, dass das theoretisch ein Tannenzweig sein, der dort hängt. So. Zack. Hey, ich finde es eigentlich jetzt schon voll herzig. Von mir aus könnte das gerade so bleiben. Nein, natürlich nicht. Jetzt lassen wir es trocknen und nachher tun wir es dann anmalen. Ja, und dann hoffen wir, dass es noch viel cooler aussieht als jetzt. Und ich glaube, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.